Fabian Lenz als Historikerin erschafft als Bibliothekärin am Lycée-Technik zu Esch. Zur Politik kümmert für Joren durch sein Engagement bei der Kampagne für den Nähen für das Referendum über den Verfassungsvertrag. Hat als Sprecherin von Die Link andere paar Jahre vertritt Fabian Die Link bei der Europäischen Linkspartei. Ja, also ich meine, dass den Hauptpunkt als den als die möchte, dass wir gemeinsam sind an der europäischen Lenker, also sich, dass wir nicht da verstanden sind am System, so wie im Moment ist. System auf mehr Niveau natürlich die ganzen die ganzen neoliberale Logik als System einerseits, andererseits auch mit der Art und Weise, wie Politik betrieben wird, das heißt auch froh von Demokratie, froh von wen in fairen Konditionen kann Entscheidungen holen, und da sind meist noch in der Analyse, was die EU belangt, dass Politik, die auf dem Niveau gemacht wird, absolut undemokratisch ist. Man hat auch ein paar Mal gesehen, man hat 2005 gesehen am Verfassungsvertrag, den 2007 an eng Mann ugeholt ginnners, obwohl eben 2005 den Länder per Referendum rejetéiert ginnners, dat heißt, dass man da ganz klar als alle Gotten einsinn, dass dat ja sech Demokratie net eichtholen ass. Wir hunn auch lo am Moment es morfährten an der Wahlkampagne stark dagegen kämpfen, dass den TAFTA oder auch nach TTIP genannt, das Freihandelsaufkommens zwischen der EU und den USA. Und du hast hier auch mittlerweile, oder eine von den wenigen Sachen, die wirklich bekannt sind, dass das Negoziationen immens untransparent sind. Wir sehen nicht genau, wen du Positionen von der EU vertritt, respektive ob die Leute die Positionen von der EU vertreten, ob die Positionen just für Lobby vertreten oder auch eventuell irgendwo einen Arbeitsstau oder an Salarien denken. Eng EU also, der hier Politik sich nicht an erster Linie und den allgemeinen Interessen von den Menschen orientiert, mehr um Profit von den paar wenigen. Und du weinst, mengen man, dass in Europa neu aufbauen muss. Das heißt, der Lissabonner Vertrag den muss auf alle Fall fort, weil durch die Prinzipien dran, die nicht kompatibel sind, zum Beispiel mit einem Ausbauen oder ja, von einem wirklich sozialen Europa, das heißt, eine progressistische Sozialpolitik zu machen, um EU-Niveau, als beim Lissabon-Vertrag nicht möglich. Weil den auch muss unbedingt rückgängig machen, das mehr Grundprinzip oder nicht rückgängig machen, mehr ersetzen, das die Kompetitivität. An der Lissabon-Strategie steht dran, dass die EU soll die kompetitivste Region von der Welt gehen. Das ist, wie gesagt, auch nicht kompatibel mit einer Sozialpolitik. Wir meinen, dass sie muss Solidarität und Kooperation als Grundprinzipien holen, für gemeinsame Projekte aufzubauen, weil mit der Kompetitivität gesagt, wo ihr hinkommt, Löhne gehen rauf, Pensionen gehen rauf, gesagt, Arbeitszeit geht rum, Blut gesagt, und das ist für uns sicherlich keine Lösung. Effektiv gehen die meisten von unseren Gesetzen zu Brüssel gemacht, von Lobbyen diktiert und von Technokraten dezidiert, die kein Mensch gewählt hat. Die Lenkfehlen, das passt da so in Europa, was nicht demokratisch ist.